Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Darksiders. Wir sind immer noch bei der Silitha, oder wie auch immer man sie wird nennen. Silitha, Sibylle Bibeli Bubble Bar. Und ja, ich habe nachgeschaut, weil ich nicht glauben kann, dass es tatsächlich die Strategie ist, um sie zu schlagen. Aber das, was ich gemacht habe, ist tatsächlich die Strategie, um sie zu schlagen. Es gibt nicht viel anderes, was man machen kann. Etwas ist gestanden, wo könnte helfen. Und zwar, der Angriff da geht komplett um den Krieg herum. Das heisst, weil sie so fett ist, bekommt sie massive Damage. Aber viel mehr kann man leider nicht machen. Das heisst, let's try it again. So. Und einfach hack away. Und immer zur Seite dashen. Du bist ein Narr, dass du Samael vertraust. Und ich glaube, es ist sogar gestanden, wenn man den Button, wo die Kette dran ist, gedrückt halten, dann kann man weiter auf sie einschlagen, obwohl sie wegteleportiert ist. Holy shit! Das funktioniert ja übelst gut! Nice! Okay. Ich frage mich, ob ich Schaden nehme. Das schaue ich jetzt gerne. Nicht? Nein. Oh mein Gott, das macht den Kampf ja so viel easier. Hure geil! Vor allem, ich sollte die Chaosgestalt mehr benutzen, weil man halt so viel Hits auf sie einschlagen kann. Ist sie schneller aufgefüllt und man kann sie öfters benutzen. Als bei anderen Boss zum Beispiel. Ach, Wikis sind schon so richtig nice für so Zeug. Okay. So. Dann warten wir jetzt, bis sie sich wieder teleportiert. Ich soll unsere Chaosgestalt. Dann können sie einmal voll fertig machen. Oh yeah. Oh nein. Du Viech. Du bist auch ein Narr, dass du mich herausgefordert hast. Oh oh. Oh oh. Ups, da hätte ich vielleicht sollen dashen. Okay. Okay, das funktioniert nur bis sie an die Wand geht. Was ich ein bisschen schade finde, aber naja. Alter, das... Okay. Das ist der falsche Knopf gewesen. Ich kann mir doch keinen Fehler erlauben. Okay, da muss ich noch ein bisschen üben, aber es sieht nicht schlecht aus. Autsch. Okay, komm noch rein. Komm rein. Nicht so nach. Oh. Okay. Wir kommen dem Finale nach. Ich habe es im Blut. Ich spüre es. Ja. Weißt du, willst sterben? Genau wie alle anderen. Der ist doch! Der ist weg! Falsche Richtung. Gut. Das machst du gut, Krieg. Gut. Go. Gut. Ja, komm schon. Komm schon, wir haben es fast. Ich spür's. Ah! Wir sind verstaut. Das spüre ich auch. Komm schon. Oh. Okay. Oh. Okay. Ah! Wehre dich nicht. Es wird bald. Das sag ich auch. Ja. Wo ist sie? Dort oben, okay.
Ich will nicht sterben. Okay. Also. Ja, was hast du zu sagen? Du musst einen Weg finden, dich ihr zu nähern. Ah, das ist erst für jetzt denkt, oder was? Ja, Programmierer sind ja schon gescheite Leute. Ja, 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 ja! Ja! Ja, 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 ja! Ja! Oh! Das tut mir ja fast ein bisschen leid. Vor allem, weil sie ja einigermaßen intelligent ist, wie es aussieht. Aber nicht intelligent genug, offenbar. Tja, Herz der Auserwählten. Eine strenge Mutter. Schön, wir haben das Achievement bekommen. Sagen wir mal, ja, okay. Und wir haben mehr Gesundheit. Nice. Samuel wartet schon auf das letzte Herz. Glaubst du, er lässt dich lange genug leben, um etwas davon zu haben? Ich würde sagen, wir finden es raus, oder? Hat es da unten noch irgendwas, was für mich von Belangen ist? Ich glaube nicht. Was genau ist das? Und wieso kann ich irgendwie... Kann ich so irgendwie... Wieso schwebt das Teil einfach da so rum? Sehr merkwürdig. Ich habe das Gefühl, da hätte es noch irgendwas, aber ich kann beim besten Willen gar nicht herausfinden, was man mit dem Ding könnte machen. Da wird die auf jeden Fall nicht runterkriegen. Und wir müssen eh die andere Richtung, von dem her kann ich nicht irgendwie so. Oder so. So. Ja, schönes Röstli. Schön, brav. Und so ist das gewesen, ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Gut. Oh Mann, ich habe keine Dashes mehr. Ja. Ah, da jetzt. Wir reiten wieder den endlos langen Canyon entlang. Ich glaube, es hat keinen Vulgrim da vorne. Ich kann mich täuschen. Aber irgendwo bald muss ich einen Vulgrim kommen, kann man den nicht. Vulgrim? Vulgrim? Mir so nicht so. Aber ich finde die Brücke immer noch cool. So, jetzt sind wir im Ascheland. Kann ich da runter? Nein, natürlich nicht, wäre ja zu cool gewesen. Oh wow. Okay, dafür kommst du da nicht rauf, hä? Ja, dann muss ich dich mal absetzen. Dann gehe ich da runter. Und dann nehme ich dich halt wieder. So, geht ja. Gut, begeben wir uns in Richtung High, quasi. Wahrscheinlich müssen wir jetzt gegen den Samael kämpfen. Freue ich mich irgendwie auch nicht drauf, muss ich ehrlich sagen. Aber... Ja... Da, Vulgrim. Nice. Habe ich gemocht. Wie schade. Aber vielleicht hast du Seelen, um meinen Kummer zu lindern. Ja, keine Ahnung. Mal schauen. Ich weiß ja nicht, ob ich überhaupt irgendwas brauche. Irgendwie nicht so. Also ich meine, es hat jetzt nichts, was ich dauernd benutze, was ich unbedingt aufrüsten möchte. Ich meine, ich könnte das noch und das noch. Und dann haben wir von dem schon alles. Holy shit.
Ich würde sagen, fangen wir einfach mal oben an, oder? Kaufen alles, was wir können. Und dann gehen wir mal weiter. Zu... Ich weiß gar nicht. Glühender Galgenturm, trockene Straße. Ich glaube, das ist am nächsten gewesen. Das ist nicht so, oder? Nein, ich glaube, das ist nicht so nach... Wieso haben wir das da hier eigentlich noch nicht? Sehr merkwürdig. Auf jeden Fall gehen wir mal dort hin. Zum glühenden Galgenturm. Wette, die Straße ist wieder nicht ganz gemacht. Und ich muss wieder rumjucken. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es nach genug, dass ich doch nicht muss. Das sieht so aus. Ich frage mich, von was es abhängt, dass manche Straßen kaputt sind und manche nicht. Well, gar nicht. Schnauze. Ich finde die Anker noch krass eigentlich. Und ihr könnt einfach gerade abhauen. Alter, ich habe gesagt abhauen. Kann ich? Ja, hey, ich kann mich schnell vorbewegen, cool. Ja, tschüss, viel Spaß, was auch immer ihr macht. Ist das so? Du willst dich mit dem Samael anlegen? Wirklich? Haha! So, das könnte eine längere Cutscene werden. Sorgen gemacht, dass du nicht überlebst, um deinen Teil des Geschäfts zu erfüllen. Gib es mir. Du hast mich über die Auserwählten belogen. Sie haben niemals den Turm bewacht. Wen kümmert das? Unser Abkommen drehte sich nicht um historische Geschichte. Ich habe dir den Turm versprochen. Und du wirst ihn bekommen. Lecker. Hat es dir Vergnügen bereitet, mir zu verweigern, was mir rechtmäßig gehört? Da meine Kräfte nun wiederhergestellt sind, bin ich fast wie ein Gott. Ich könnte das Mark aus deinen Knochen saugen, ehe du es merkst. Ich könnte. Aber auch ich habe einen Kodex, an den ich mich halte. Abgesehen davon, kannst du über das Gleichgewicht und ein lächerliches Gesetz sagen, was du willst. Ich erkenne einen Rachefeldzug, wenn ich ihn sehe. Und Rache kann ich respektieren. Und was die Details meines Rückzuges betrifft... Nun... Mir gefällt die Gesellschaft nicht, mit der sich mein Herr abgibt. Warum hast du den Zerstörer herausgefordert, Samael? Bring deine Reise zu Ende, Reiter. Dann wirst du verstehen, schon bald. Du vertraust ihm? Wer weiß, wohin uns dieses Portal bringen wird? Naja, egal wo an, wir werden einfach alles zu Klump schlagen. Wir werden uns wiedersehen. Let's do it, würde ich sagen. Oha. Das scheint eine andere Art von interdimensionalem Portal zu sein. Eine böse Art. Samael-Art. Oh wow. Aber immerhin schön symmetrisch. Finde ich nice. Holy shit. Junge, wie viel von diesen scheiß Plattformen kannst du beschwören aufs Mal? Soll das jetzt ein Irrgarten sein, oder was? Finde ich nicht lustig. Okay, nicht so ein grosser Irrgarten. Interessant. Ja gut, wir müssen wohl da durch, hä? Mal schauen, wo wir da rauskommen. Der schwarze Thron. Okay, das scheint sehr nach dort zu sein, wo wir auch nicht wollen. Oha! Nice.
Klopf, klopf. Okay. Ich bin nicht sicher, ob ich dem vertraue. Okay. Let's run. Weil ich gerne noch nicht sterben würde. Gut. Und das beendet oder was? Ah nein, das geht in die andere Richtung. Wie praktisch. Warum macht er nicht einfach eine ganze Brücke? Braucht es zu viel Energie oder was? Azrael, Vielleicht hätte ich sie warten. Hilf mir. Das 7. Siegel. Es wurde nicht gebrochen. was hast du dann von mir zu befürchten, Todesengel? Wenn du nicht vorhast, mich zu töten, dann hilfst du mir vielleicht. Du hast mir für beides keinen Anlass gegeben. Hör mir zu. Das Tor muss geschlossen werden. Der Tor muss von dem Quell abgeschnitten werden. Es ist der Quell, aus dem der Zerstörer seine Macht bezieht. Der Quell der Seelen. Millionen von Seelen, ja, versklavt. Böse, eine korrupte Macht, die die Armeen des Zerstörers nährt. Du bist ein Diener der Unterwelt. Bewacher des Quells. Nicht eine einzige Seele fließt ohne dein Wissen zurück in diese Welt. Es sei denn, Torhüter, dass du den Weg geöffnet hast. Der Zerstörer hatte die mächtigsten seiner Auserwählten gegen mich entsandt. Mir ging es nicht besser als dir, Reiter. Gegen Straga. Straga, wirst du mich zu ihm bringen? Darauf hast du mein Wort. Dann sag mir, was ich tun muss. Todesengel. Oh, nice. Also, bevor wir da noch mehr Cutscenes bekommen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir werden nächstes Mal oder übernächstes Mal wahrscheinlich schon das Let's Play langsam beenden. Ich hoffe, ich sehe euch in den letzten paar Folgen auch noch. Und ich würde sagen, bis dann. Tschüss.